Ja Leute, endlich ist es soweit. Pokémon Weiß 2 startet hiermit. Ja, ich weiß, ihr seht hier steht noch White Version 2. Das liegt daran, dass es immer noch keine funktionierende deutsche ROM davon gibt und da ich keinen Bock hatte, noch länger zu warten, zocken wir jetzt mal eine, ich sag jetzt mal ein bisschen andere Version. Denn schaut mal kurz hier hin. Seht ihr, hier ist alles Deutsch, einfach nur die Grafiken sind noch auf Englisch, das wird auch dann im Nachhinein noch alles einstellen und so. Aber das vermutlich erst ab Folge 2 oder 3, deshalb sagen wir einfach mal so noch. So, neues Spiel. Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon, ich bin Professor Esche. Ja, ist sowieso immer das gleiche, deshalb lese ich jetzt das nicht vor. Ja, die Leute nämlich auch die Pokémon-Professorin. Was ich viel lieber noch erklären würde, ist nämlich betreffend der Starterwahl und so, wobei da komme ich nachher noch drauf zurück. Weil da habt ihr ja fleißig abgestimmt und so und es war schlussendlich dann doch eher ein Kopfrennen mit den Startern. Aber dann mehr dazu, sobald es soweit ist. Was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist die Wahl der, ich sag mal, des Formats, nicht wahr? Wie ich das Ganze darstelle mit 2 Bildschirmen und so und wie man schon sehen kann, habe ich mich da für einen Kompromiss entschieden aus Version 1, 2, 3 und 4, die ich ja vorgeschlagen hatte. Und zwar mache ich es so, dass ich jetzt einfach zu Beginn der Folge jeweils sowieso beide Bildschirme zeige und dann jeweils auf den Hauptscreen zoomen werde, so rum, genau. Und je nachdem, ob der Unterbildschirm gerade wichtig wird, zum Beispiel bei der Item-Auswahl oder so, zoome ich wieder kurz raus, dann wieder rein. Trotz allem sollte das Bild dann ein bisschen größer sein und so und dementsprechend auch die Qualität besser sein und ich hoffe, dass wir so trotz allem beide Bildschirme möglichst perfekt nutzen können. Das war zumindest mal meine Idee. Ja, erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Die hat auch keinen Bock, mein Gelaber zu hören. Was? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Mal kurz runterschauen. Okay, ein Junge. Definitiv. Nee, Scherz beiseite. Gut, ein Junge. Ah, ein Junge bist du also. Fragt die mich noch, bist du ein Junge? Man sieht's gar nicht. Das sieht man doch schon an. Okay, gut. Also muss zugeben, dieser Charakter und ich haben was gemeinsam. Wir haben beide zu viele Haare auf dem Kopf. Wobei bei mir ist nicht so buschig da oben drauf, sondern eher nach hinten runter. Und auch nur schulterlang, aber ist egal. So, jetzt will ich noch kennen, wie du heißt. Schreib mir doch bitte deinen Namen. Gute Frage. Wie heiße ich wohl, ich weiß nicht, vielleicht heiße ich ja Thomas oder Dominik oder irgendwie Trottel. Na gut, nein, Trottel heiße ich nicht, das ist eher der zweite Vorname. Scherz beiseite. Natürlich wie immer Michael. Ich meine, ihr hört das ständige Geklacker hier nicht, weil ich auf der Tastatur spiele und mit Audacity aufnehme und das Mikro hier ein bisschen, naja, eher altmodisch ist, aber was soll's. Ah, Michael also, ist das richtig? Ja, ist richtig. Also, wirklich ein sehr schöner Name. Dankeschön. Wenigstens eine, der das mal sagt. Würdest du mir jetzt noch ein wenig über deinen Rivalen erzählen? Den Jungen aus der Nachbarschaft, meine ich. Ah, den. Was? Matisse. Wie heißt ein Rivale Matisse? Was ist denn das für ein Name, hey? Matisse, okay, der ist nochmal deleten. Die Lied könnte ich ihn nennen, was? Nee, Quatsch, mit sowas natürlich nicht. Ah, wie nenne ich den? Ich hätte eine Idee. Jo, ich habe eine Idee. Ganz genau, ich nenne ihn Sven, wie meinen besten Kumpel noch aus meiner Kindheit. Sven also, stimmt das so? Ja, stimmt. Michael, ich werde jetzt dein Pokémon anvertrauen. Es wird ja... Wie? Jetzt? Jetzt gleich? Jetzt schon? Ein bisschen früh, was? Kannst du jetzt gleich Kamerad sein? Im Moment, in dem du das Pokémon auswählst, das fortan dein Partner auf deiner Reise sein soll, markiert den eigentlichen Startpunkt der Geschichte, die dich erwartet. Auf deiner Reise wirst du vielen Pokémon begegnen und mit vielen Menschen und ebenso vielen unterschiedlichen Ansichten in Kontakt kommen. Ich hoffe, du wirst aus all diesen Begegnungen etwas ganz Wichtiges für dein weiteres Leben mitnehmen. Ganz recht, du wirst viele Freundschaften mit Menschen und Pokémon schließen und an ihnen wachsen. Das ist das eigentliche Ziel des großen Abenteuers, das nun vor dir liegt. Dann mal los, begib dich nun in die Welt der Pokémon. Ja, Summer. Ja, halt Sommer einfach. Ist ja leider noch Englisch. Game Freak präsentiert. Vielen Dank an dieser Stelle an Game Freak. Pokémon Weiß 2.
Wow. Sieht cool aus, was? Die neue Startstadt, wie es aussieht. Hä? Hab ich da gerade eine Arena gesehen? Ein bisschen crazy, was? Und wie schön detailreich und... Hä? Hm? Ein paar Blätter? Was soll denn das? Herbst vielleicht? Oh! Mein Handy klingelt! Ach nee, ist der Visocaster. Hallo! Oh, Professor Esche. Ich habe ja schon ewig nicht mehr von Ihnen gehört. Wie geht's Ihnen? Was? Schon ewig nicht mehr von Ihnen gehört? Heißt nicht eher nichts mehr von Ihnen? Na egal. Oh, ein Pokédex? Etwas für mein Kind? Wie jetzt? Das ist meine Mutter? Also jetzt meine Spiele hier? Interessante Frisur. Wie? Dieses Mädchen ist also schon hier? Weißt du, wie? Mädchen? Welches Mädchen? Ein Mädchen für mich? Kann das sein? Ah, Belle heißt sie als... mit einer großen grünen Mütze. Belle? Ah, die Belle aus Weiß und Schwarz. Okay, kein Problem. Blüpp. Und Tür auf und rein. Okay, ich bin noch zu Hause. Och nö, Mann, wieso stressen mich so? Ich möchte noch ein bisschen pennen, ja, ist gut. Okay, mein Zimmer. Wie jetzt? Keine Türe hier? Alter Schwede, kannst du wohl nicht machen heutzutage. Will ich mich verarschen? Ein frisch gemachtes Bett. Also, hüpf rein, Michael. Hallo? Reinhüpfen, durchgehen. Alter, früher ging das noch. Na egal. Okay, Kommodenschrank für Kleider und so. Was das sein soll, keine Ahnung, steht da kein PC so drauf. Normale Arbeitsfläche, okay. Mein Laptop! Das ist ein PC? Nee, ja. Flatscreen, was? Michael sieht den PC an. Expeditionsregel Nummer 1. Drücken den X-Knopf und öffnen das Menü. Mal kurz gucken, bei mir müsste auf der Tastatur das S sein. Ah, geht doch. Beutel haben wir hier. Ist bereits etwas drin und noch nicht. Na klar, woher habe ich denn plötzlich einen Visocaster? Ich meine, okay, wir kennen ja Weiß und Schwarz 1 jeweils, aber das sind neue Charaktere und 2 Jahre später. Das kann so nicht ganz stimmen. Nein, falscher Knopf. Ich fürchte, das wird mir noch öfters passieren. Bitte nicht. Mal kurz noch hier die Trainerkarte ansehen. Ah, sieht das... Naja, was? Wesen, robust. Ja, passt perfekt zu mir. Gestatten, Trainer, freut mich, dich kennenzulernen. Könnt ihr unterschreiben, aber habe keinen Bock zu. Oh! Was? Wir sind bereits alle 8 Trainerleiter, okay. Ja. Trainerleiter Nummer 1, das sieht irgendwie aus, als wäre er nervös und würde schwitzen. Das ist natürlich Sharon, den kennen wir auch noch aus Weiß und Schwarz 1. Trainerleiter Nummer 2 und 8 sind neu. Das ist auch nichts Neues, dass sie neu sind. Das wissen wir bereits aus Trailern und so. 3, 4, 5, 6, 7 sind halt bekannt, wobei der Trainerleiter Nummer 4 eine neue Frisur trägt. Die war doch ursprünglich mal blond, wenn ich mich richtig entsinne. Naja, egal. Ups. USB mit C, genau. Nein, nicht schon wieder! Oh Mann! Gut, dann geht's nicht lange. So, sehen wir es nicht mehr. Sicher noch nicht. Optionen würde ich gerne noch etwas einstellen, und zwar Texttempo. Ich hasse, wenn das immer so lang geht. Animation bleibe ich an, Kampfstil auch, Ton sowieso. IR-Sicherung. Achso, geht sowieso nicht hier bei darum. Und tschüss. So. Ich will an ihr vorbeischleichen, hab keine Lust. Ne Wie, oben ist ne Wie, da links oben. Ich will zocken. Scheiße. Kennst du Professor Esche? Wie Esche? Ne, Eiche kenne ich. Eich. Das ist eine Pokémon-Wissenschaftlerin und ich kenne sie schon ewig. Ich habe mich vorhin endlich mal wieder mit ihr unterhalten. Das kommt jetzt ein wenig plötzlich, Michael. Möchtest du einen Pokémon-Partner? Was passiert, wenn ich jetzt Nein drücke? Hä? Spinnst du? Da kannst du das Let's Play nicht machen. Nein, kein Let's Play, keine Zuschauer, keine Abonnenten. Okay, okay. Was nicht? Du überraschst mich jetzt auch etwas. Ich frag dich noch einmal. Nö. Okay, Endlosschleife, was? Natürlich will ich einen. Sehr schön, das hätten wir also schon mal geklärt. Wieso fragt sie mich überhaupt, wenn ich sowieso nur eines auswählen kann? Mein Gott. Ah, weißt du schon, was ein Pokédex ist? Pokédex. Dextery als Verzeichnis? Klar weißt du das. Ja, ist doch super. Möchtest du ein Pokédex? Natürlich. Jetzt sag aber bloß, du hast einen dabei. Ein Mädchen namens Belle ist bereits hier, um dich zu treffen. Aha. Sie ist Professor Esches Assistentin. Du erkennst sie in ihrer großen Mütze.
Assistentin? Ach stimmt, das war jetzt vor 2 Jahren bereits, so gegen Ende des Spiels hin. Genau, du musst also Mädchen namens Bell suchen. Bell, Bell, die Klingel. Klingeling, Klingeling. Oh, und dann Visokas hast du an Tasche, nicht wahr? Ja, weiß ich. Alter, wie alt sind wir? 3? 4? Die erklärt uns, wie man eine Tasche öffnen muss. Okay, oh, eine Puppe von... wie ist das Vieh schon wieder? Flampion, genau. Sterbenmännchen. Ja, sind noch brutal auch noch. Rand von den Pokémon-Artikeln. Gibt es sonst etwas zu bestaunen? Wie? Da steht eine Wii-Konsole. Die Spiele bedient man über die Wii-Fernbedienung. Ja, okay. Welches Programm willst du einschalten? Stars und Sternchen, Kampf, Unterhaltung. Hi Fans, hier meldet sich wieder mal eure Sarah. Im Rahmen der heutigen Ausgabe von Sprich mit mir und ich sage dir, wer du bist, plaudern wir diesmal mit Geraldine, der Arenaleiterin von Paneo City. Geraldine? Achso, das ist ja die mit dem Vogel. Mich und die Zuschauer daheim an ihren Fernsehgeräten würde es brennend interessieren, was es für ein Gefühl ist, so durch die Lüfte zu fliegen. Nun auf die Welt, in der die Flug-Pokémon leben, kann man freilich neidisch sein. Immerhin ist das eine Welt, die sich erstreckt, soweit das Auge reicht. Sicher, dass eine Lüfte zu... Alter, jetzt hält sie einen Roman hier. Kannst du bitte... Was? Nein, Küsschen oder Sarah. Weiter Fernsehen? Nö. Zu viel Fernsehen ist ungesund. Let's Play schauen, das ist die Zukunft. Ja, was für Spiele? Hallo. Ich will Skyward Sword zocken. Na gut, dann halt nicht. Betreten wir unsere Stadt. Wie heißt die wohl hier? Ja, die Stadt. Haus von Michael, yeah! Mein Haus, meine Bude, meine Gegend, mein Haus. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen, Alter. Heute kann man per Datenübertragung mit über 100 Leuten gleichzeitig spielen. Naja, das war früher noch anders. Ach Leute, ich erinnere mich noch an mein erstes Pokémon-Spiel überhaupt. Damals, frisch erschienen, 97, 98 so rum. Pokémon Blau! Ja, jetzt sehe ich auch gleich blau. Hey Michael, ach nö, das ist Sven. Hey, na, Sven, kein Pokémon, Alter. Hier in der Gegend gibt's keine Tränen und ich fange langsam an, mich zu langweilen. Gegenfrage, hast du überhaupt ein Pokémon? Hä? Was? Ein Mädchen ins Bell gibt ein Pokémon, im Ernst jetzt? Der hat mich nicht verstanden. Schwester von Sven, Michael, wenn du ein Pokémon bekommst, musst du ganz lieb zu ihm sein. Ganz lieb. Ja. Ja, nee, ist klar. Alles klar, dann wollen wir mal dein Pokémon abholen gehen. Ich habe nämlich noch viel vor, was? Und da brauche ich neben meinem Partner, meinem Pokémon, auch noch einen menschlichen Kameraden, auf den Verlass ist. Ganz recht, ich meine mit dich. Geh du schon mal heim. Okay, Bruderherz, bis bald, Michael. Alles klar, dann gehen wir mal diese Bell suchen. Der ist echt wie mein Kumpel Sven, mit dem Unterschied, dass Sven keine Schwester hat. Ja, später will ich erstmal schauen, was hier noch drin los ist. War sowieso längere Folgen von dem her. Hallo, Michael! Hat Sven heute wieder mit seinem Pokémon angegeben? Wie, du hast eins? Trotzdem, du kannst Glück geschätzt, ein Pokémon zu bekommen. Kapier ich nichts. So wie er es formuliert, würde es so klingen, als hätte er noch gar keins. Hallo? Ein Stuhl, der nicht begehbar ist. Okay, kleiner Grafikfehler, ist leider so darum. Wenn du Pokémon dabei hast, kannst du auch außerhalb der Stadt herumlaufen. Ja, nee, Moment mal kurz, habt ihr gerade was gesehen? Mal kurz runter. So ein Grafikfehler. Da oben links oben, da sieht man doch was. So ein weißer Strich. Vielleicht bereits die nächste Map. Wer weiß. Mal kurz gucken. Mann, ey, wieso hat der so eine große Hütte und nicht nur so ein kleines... Oh, Mann. Was in der Beziehung möchtest du deinen Pokémon aufbauen? Ich bin glücklich, wenn sie einfach nur bei mir sind. Ist das eine Mutter oder ist das... Ne, muss fast so sein, was? Da fällt mir auf, meine Mutter hat gar kein eigenes Zimmer. Also jetzt hier im Spiel, meine ich. Ich möchte doch endlich Pokémon-Kämpfe aussagen können. Ja. Oh, das ist ein gutes Thema. Pokémon-Kämpfe, unser erstes Pokémon. Ja, da war sehr, sehr knapp schlussendlich, wie ihr abgestimmt habt, zwischen Serpifoy, Floink und Otaro. Und auch wenn es sehr knapp war, möchte ich jetzt hier nicht auf Zufall gehen und so oder den Generator anschmeißen. Ich möchte wirklich das Pokémon nehmen, das die meisten Stimmen hat. Und das verrate ich jetzt noch nicht. Ich verrate es nachher. Hallo? Meine Mutter ist gut darin, Pokémon etwas Ruhe zu gönnen und sie wieder aufzupäppeln. Gut zu wissen. Sind doch alle Mütter so. Ich will endlich in die Trainerschule, es gibt noch viel
Das ist die Trainerschule? Hier entsteht die Trainerschule. Ach so, entsteht. Was jetzt? Die Trainerschule wurde gerade erst vollendet, Alter. Sobald ein Arenaleiter die Lehrstelle besitzt, darf man dort rein. Aha, es hat noch gar keinen. Ja, so. Clever gemacht, Nintendo. Game Freak, sorry. Sorry. Nintendo ist ja bloß der Publisher und Game Freak der Produzent. Der Producer. Schade, wenn du Pokémon hättest, könntest du dich mit Sven messen und herausfinden, wer der bessere Pokémon-Trainer ist. Echt? Der hätte doch gar keins. Hä? Kapier ich nicht. Also entweder ist das falsch übersetzt oder die haben hier keine Ahnung. Oder ist einfach nur ein alter Angeber. Irgendwann werdet auch ihr zusammen mit dem Pokémon auf Reisen gehen. Sag mal, kann es sein, dass die genau gleich aussieht wie die Mutter von Sven? Verrückt. Zu wenig Chance jetzt genommen. Ja. Wow. Stylische Hütte, muss ich schon mal sagen. Ein PC. Jetzt will ich ein bisschen emulieren, ein bisschen zocken. Hallo? Scheiße. Passwort gesichert. Mann. Oh, eine Karte. Das ist eine Karte der Einalregion. Wie hatte sich denn... Hallo? Ja, ich würde sie gerne anschauen. Halt. Wieso? Ja, gut, von mir aus. Was soll das sein? Ofen? Altmodischer? Seltsam. Michael, hast du Belle schon gefunden? Je schneller du sie findest, desto schneller bekommst du ein Pokémon. Woher wissen die alle, dass ich ein Pokémon bekomme? Crazy. Crazy, crazy, crazy. Und raus aus der Hütte. Upp. So, sind wir bald durch. Man kann gerne was anderes machen. Ja, die Asa wurde 9 von außen. Was? Der Stolz von Eventura City. Was die Stadt hier heißt Eventura City? Drinnen lassen ihre Pokémon-Partner im Kampf antreten. Eventura City. Okay, ja, Eventura City. Na ja gut, geht noch besser als bei Weiß und Schwarz, nicht wahr? Also da waren teilweise Namen, sowohl von Städten als vor allem auch bei Pokémon und den Attacken waren teilweise echt. Aber wirklich echt crazy. Und verlassen wir die Stadt. Oh, da ist wohl Route 19, was? Von hier kann man die Einalregion überblicken. Da ist eine Hütte, da gehe ich aber später rein. Kann ich da bereits rüber, oder? Oh. Ja, ein Torhaus, okay. Da kann ich nicht so schnell durch. Also. Aber was mache ich jetzt, wenn die Belle da oben ist? Na egal. Erstmal die Aussicht genießen. Da, da, da. Coole Mucke. So idyllisch. Was ist jetzt los? Sven, jetzt verstehe ich! Die Aussichtsplattform ist wohl der bekannteste Platz in Ventura City. Diese Belle ist also bestimmt dort oben und genießt die fantastische Aussicht. Das fällt ihm jetzt ein. Jetzt, wo ich schon so an den Treppen dazu stehe, fällt es ihm ein. Tja. Ja, da ist sie ja, das ist Belle. Erstmal schauen, wie es aussieht. Not bad, also... Respekt Game Freak, muss ich schon mal sagen. Echt genial hier. So, du bist also Belle. Ah, ist das schön. Hey du, siehst du das auch so? Hm? Was hat die für ein Charset? Also, ich meine, was hat die für ein Pixel-Gesichtsdingsbums? Das sieht irgendwie aus, als wäre sie, als hätte sie irgendwie einen Schnabel als Mund. Gar kein Mund irgendwie und crazy. Oh, ich heiße übrigens Belle. Ich bin Professor Ashes Assistentin. Ach ja, ich suche jemanden. Kennst du vielleicht Michael? Kennen wir einen Michael? Nö, ich bin Siegfried. Moment mal, du bist Michael. Ah, stimmt ja. Du hast beinahe vergessen. Wow, du bist genauso wie alle sagen. Was, vergesslich? Mütze richten? Freut mich sehr. Also, ich möchte dich etwas fragen. Würdest du uns vielleicht helfen, alle Seiten des Pokédex zu füllen? Alle Seiten! Ist denn des Wahnsinns? Das sind doch 493 Pokémon. Und mittlerweile noch mehr? Nee, müssen es viele sein. Danke, dank der Mithilfe wird Professor Ashes Forschung große Fortschritte machen. Außerdem macht es einfach riesigen Spaß, seines Pokédex zu füllen. Okay. Generation 1 und 2. Da hat es noch Spaß gemacht. Bis zu 250 Pokémon dachte man sich, ja, das geht noch. Aber Leute, mittlerweile bei 400, also über 490 Pokémon mit den ganz legendären und Event-Pokémon und so weiter und so fort. Nee. Also nur eine einzige Tortur. Natürlich mache ich's. Hallo, Spiel abgestürzt? Alles klar, ja bitte. Ach so.
Sagt der Rätsel könnte weglaufen. Eines davon soll dein zukünftiger Pokémon-Partner sein. Welches? Oh, es ist hier unten. Okay, rauszoomen. Wähle dein Pokémon. Ja, welches sollte es sein? Und die meisten Stimmen hat bekommen... Serpify? Nö. Bekommen hat die meisten Stimmen Floink. Nee, auch nicht. Es war Otero, Freunde. Wir werden mit Otero spielen. Hier bei Weiß 2. Michael erhält Otero. Yeah. Wow, also so Otero passt ja echt prima zu dir. Sag, möchtest du dem Pokémon deiner Wahl vielleicht dann noch einen Spitznamen geben? Nö. Verstehe, Spitznamen sind wohl nicht so ein Fall, was? Gut, und als nächstes bekommst du jetzt natürlich noch den Pokédex. Wir haben den Pokédex erhalten. Michael erhält den Pokédex. Nun zum Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen du begegnest, automatisch erfasst. Daher möchte ich dich bitten, die gesamte eine Region zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. Das ist Professor Ashes Wunsch. Ja, die immer mit ihrer Asche, was? Noch ganz kurz bezüglich den Starter und natürlich auch den Nicknamen und so. Nicknamen geben. Also kommt Leute, wegen dem Starter-Pokémon ist jetzt nicht so wild. Man kann im Prinzip jedes der 3 Pokémon nehmen. Keines ist jetzt unbedingt besser als das andere. Jedes hat Vorteile, Nachteile und so weiter und so fort. Und ja, mal schauen, vielleicht kann ich auch noch die anderen sonst noch in einem anderen Let's Play nehmen, sprich irgendwie bei Schwarz 2, falls es überhaupt mal kommen sollte, falls das Interesse besteht, und sonst vielleicht noch rübertauschen, cheaten hierbei darum. Mal schauen, was ihr noch so wollt. Was jetzt hier noch, mal kurz, ist hier, genau. Was Spitznamen betrifft, da habe ich auch noch etwas zu melden. Und zwar bin ich selber nicht unbedingt der Spitznamengeber-Typ. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich denen keine Spitznamen geben möchte. Im Gegenteil, das möchte ich gerne euch überlassen. Sprich, ihr könnt mir Vorschläge schreiben, entweder in den Kommentaren oder per PN, je nachdem, was euch lieber ist. Und dann kann ich auch sonst eine Umfrage in einem anderen Video starten, einfach halt im Kommentar unten einfach einen Spitznamen vorschlagen. Und dann können andere mit Daumen hoch, Daumen runter diesen bewerten. Und je nachdem, wie dann diese abgeschnitten haben, werde ich dann, sobald es möglich ist, die Spitznamen dann verteilen. Ja, so ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Also, weiter geht's. Wir haben unser erstes Pokémon, Otero. Ups. Nein! Wie lange willst du mich eigentlich noch warten lassen? Hey, was ist das? Ein Pokémon. Das ist also dein Partner, hey? Das war mir für dich. Dankeschön. Meine Schwester hat dir auch schon gesagt, dass du dich gut um dein Pokémon kümmern musst. Vergiss das nicht. Und was ist das für ein Ding, das du in deinen Händen hältst? Das ist ein Dectory. Ein Pokédex. Hä? Verarscht? Wieso habe ich keinen? Ich will auch einen Pokédex, bitte. Ich will stärker werden. Ja, wusste ich's doch. Wenn ich einen Pokédex hätte, könnte ich mir mehr über Pokémon lernen. Ich will stärker werden, nicht? Wer bist du? Ich bin Sven. Ich bereise in meinen Pokémon-Region auf der Suche nach etwas sehr Wichtigem. Na gut. Ich kenne zwar deine Beweggründe nicht, aber eine Reise ist immer etwas Gutes. Und wie der Zufall so will, habe ich noch einen Reserve-Pokédex dabei. Die Verbreitung der Pokémon ist ganz anders als noch vor 2 Jahren. Je mehr wir also sind, desto besser. Yeah. Das stimmt, denn offenbar soll es ja hier... Okay, ich kann gehen, wenn ich will. Denn offenbar soll es ja beim neuen Einal-Pokédex, also beim regionalen Pokédex hier, soll es ja jetzt offenbar etwa 300 Pokémon zu fangen geben. Das heißt, zu den neuen Pokémon gesellen sich auch viele der alten Pokémon dazu. Was ich ja extrem geil finde, da ich die neuen Pokémon, ich sag mal 80% gar nicht mag. Also manchmal das Aussehen und dann vor allem auch die Namen. Das ist einfach nur... Scheiße! Ich weiß, man sagt ja optisch und so, soll man nicht überbewerten, aber ein Pokémon, ja, hätte man sich vielleicht doch ein bisschen mehr Gedanken machen können. Aber egal, ich gehe jetzt. Tschüss. Hey Mann, Kampfmucke! Da wollen wir mal sehen, was das Trainer so drauf hast. Und jetzt wird kein Cutscene gemacht, ist das klar, Mann? Ich will das noch in diesem Part erledigen. Nein! Ich kann nicht abbrechen, scheiße, er hat mich blockiert. Alles klar, Sven will es wissen, Freunde. Es wird Zeit für den Kampf. Er schickt Serpify in den Kampf. Was ist das für eine dämliche Kampfmucke? Überhaupt nicht Pokémon-like. Egal, wir haben Otero und Serpify mit HP statt KP, okay. Fight, wir haben den Tackle.
Ja, bevor ich setze Tackle ein. Oh, und voll auf die Arme. Was? 5 abgezogen? Aha. Hey, den Schmerz mit Pokémon werde ich doch niemals vergessen. Ja, ich auch nicht. Silberblick. Ich fürchte, wir werden verlieren. Ich hätte ganz anders anfangen sollen. Scheiße. Okay, ich hoffe, er greift nicht an. Bitte sag mir, dass du nicht angreifst. Ah, Gott sei Dank. Denn 2 Silberblicke bedeuten, dass er mir etwa 10 Punkte abziehen dürfte mit Tackle. Vorausgesetzt, er greift das nächste Mal an. Bis dahin habe ich ihn bereits noch einmal und er ist erledigt. Wie, jetzt war schneller? Bin das? Otaro ist noch langsamer. 94! Yes! Otaro erreicht Level 6. Angriff plus 2, Spezialangriff plus 2. Oh yes! Wow, fast 2 Stufen. Ah, du kannst mich nicht gewinnen lassen. Was? Dann Schmach, das ist gemein, ey. $500 bekommen. Pokédollar. Ich hab verloren. Die Kämpfe gegen wilde Pokémon sind echt ganz anders, was? Hey, wieso wild? Du bist ja gar nicht wild. Ja, ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen und ich gehe schon mal vor. Trainierfleißig und werde noch trainierfleißig und werde noch stärker. Und der Isabel, was sagst du noch? Eure Pokémon haben sich beide voll reingehängt. Aber das Kleine ist noch schwach. Bereitet viele Kämpfe mit ihm, damit es bald stärker wird. Hehe. Gut, gehen wir ins Pokémon-Zentrum, um den Punkt wieder aufzupäppeln. Da geh mal hin, wenn die Pokémon kämpfen. Geh mal. Ich möchte gerne die Folge beenden. Hallo? Nein, sind wir gleich. Los, gehen wir hinein. Muss das sein? Dann führe ich mal im Pokémon-Zentrum. Ja. Sieht noch aus wie vor 2 Jahren, was? Ich lasse ein Pokémon-Team kurz heilen, also gib mal kurz einen Pokéball. Hier, bitte sehr. Cool. Als nächstes erkläre ich dir den PC. Oh Mann, jetzt fängt sie auch noch an zu singen. Ja, das ist cool. Und da geht's weiter im Text. Hä? Wie, wo war's im Text? Wo ist der Text? Ich sehe keinen. Ah, da ist er. Das hier ist der Pokémon-Supermarkt. Ja, alles integriert, ich weiß. Das ist seit weiß und schwarz so. Ich schenke dir ein paar Pokébälle. Wow, Pokébälle erhalten. Geil. Als nächstes erklärt ihr wieder die Pokébälle. Nein! Nicht in dieser Folge. Nicht in dieser Folge. Ah, Gott sei Dank. Leute. Ich werde es an dieser Stelle hier die erste Folge beenden von Pokémon Weiß 2, beziehungsweise halt hier noch White 2. Was hoffentlich in der zweiten Folge dann bereits behoben sein wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit diesem Let's Play. Und, dass ihr mir natürlich die Treue haltet, wie auch immer, fleißig mitschaut und was gibt's noch zu sagen? Ja, viel Spaß einfach mit Pokémon Weiß 2. Ein neues Abenteuer kann beginnen nach 2 Jahren. Oh yes, Mann! Ciao zusammen!